Polizistin kommt zur Fahrertür. Im Sven seine Mami stellt den Motor ab und lässt das Fenster runter. Die Polizistin grüßt und leuchtet mit einer Taschenlampe ins Auto hinein. Wieder muss der Sven blinzeln. Die Polizistin verlangt den Führerausweis und den Fahrzeugausweis. Die Mami nuschelt in ihrer Handtasche und gibt der Polizistin Dokument. «Entschuldigung, ist etwas passiert?» fragt die Mami. Der Sven hört an ihrer Stimme an, dass sie sich Sorgen macht. «Nein», sagt die Polizistin. «Wir machen gerade eine Verkehrskontrolle. Grösser ein bisschen als sonst, das ist alles.» Es soll beruhigend wirken. Aber der Sven merkt, dass seine Mami gar nicht beruhigt ist. Aber er ist beruhigt. Er schaut jetzt ganz interessiert um. Und dann fragt die Polizistin, «Wie alt ist denn der Bub da hinten?» Und schon ist auch der Sven wieder aufgeregt. «8», sagt dem Sven seine Mami. Die Polizistin leuchtet mit der Taschenlampe im Sven seinen Sitz ab. «Sehr gut.» Das ist alles, was die Polizistin sagt. Durch das offene Fenster hört Sven eine laute, aufgeregte Stimme. Er dreht den Kopf und sieht einen Sportwagen. Der Fahrer vom Sportwagen ist ausgestiegen. Er ist, glaube ich, verrückt und er redet laut. Mehrere Polizisten versammeln sich in der Nähe vom Sportwagen. Die Polizistin aber lässt sich davon nicht ablenken. Sie studiert den Fahrzeugausweis, wo ihr Sven seine Mami in die Hand gedrückt hat. Sie überprüft die Nummern vom Auto und mit der Taschenlampe leuchtet sie an verschiedenen Stellen vom Auto hin. Der Sven schaut über zum Sportwagen. Der Mann ist wieder eingestiegen. Er lässt den Motor wieder an. Die Polizisten messen etwas mit einem Gerät. Der Sven hat die Polizistin gern gefragt, was die Apparate denn genau messen. Aber er traut sich nicht. Dann ist es wieder still. Der Sven muss gähnen. Er ist müde. Aber einschlafen kann er trotzdem irgendwie doch auch nicht. Er denkt an all die Polizisten und an all die Leute auf dem Parkplatz. Die müssen die ganze Nacht durch, müssen das Auto kontrollieren und dürfen nicht schlafen. Das wäre nichts für ihn. Die Polizistin redet wieder mit der Mami. Die Reifen hinten sind stark runtergefahren. Es geht gerade noch so, aber sie sollten möglichst bald einmal die Reifen wechseln. «Ja, das machen wir. Versprochen», sagt die Mami. Die Polizistin gibt ihr den Ausweis durchs Fenster zurück. Die Mami nimmt sie und versorgt sie wieder in der Handtasche und ins Handschuhfach. «Sonst ist alles in Ordnung», sagt die Polizistin. «Auf Wiedersehen und gute Fahrt.» «Danke», antwortet die Mami. Sie macht das Fenster zu und lässt den Motor an. Vorsichtig fährt sie vom Parkplatz weg. Sie fahren am Sportwagen vorbei. Der Sven schaut rüber. Ein Polizist redet mit dem Fahrer. Aber der Mann gibt deutlich zu verstehen, dass es ihn nicht interessiert. Und dann sind die zwei auch schon wieder auf der Strasse. Und ringsum ist es dunkel. «Das ist wieder typisch. Ich habe seinem Papi schon lange gesagt, dass wir die Reifen wechseln sollten.» «Die haben noch lang», sagt er immer. Und dann? Typisch, oder? Natürlich kommt gerade ich in eine Kontrolle rein. «Der Papi hat Glück gehabt, dass er nicht mitgekommen ist zu der Oma und dem Opa», meint Sven. «Ja, allerdings», entgegnet seine Mami. Sie schauen in den Rückspiegel hinein. Bei solchen Sachen hat er immer Glück. «Ich werde bestimmt kein Polizist.» «Warum denn nicht?» «Ich möchte nicht die ganze Nacht aufbleiben.» «Ich erinnere dich am nächsten Silvester daran», sagt die Mami. «Wenn du dann unbedingt wieder aufbleiben möchtest.»